Hier eine Geschichte von diese drei Männer, die dann durch Texas reisen. Er notiert sich nicht lang nicht. Sei mal durch Texas gereist. Es sind drei Männer, die dann durch Texas reisen. Und ein ist ein Buddhist Monk von Indien, ein ist ein jüdischer Lehrer, ein Rabbi, und der andere ist ein christlicher Prediger. Die reisen durch Texas und da wird laut und die wollen hier so danach bleiben und die nächste Stadt ist nach Meilen auf. Und waren sich einig, die waren ein bisschen ein Farmer ab dem Hafen abfahren und du Frauen, die können danach bleiben. So die nacken nur der und das alle Farmer, die sagt, ja, die können bleiben, die haben bloß einen Trouble und das darf bloß Raum für zwei Menschen. Und der eine will einen Stall schlupen, dann kann er wirklich danach bleiben. So der Buddhist Monk, der ist ein feiner Guy, der sagt, er wird wirklich einen Stall schlupen. Und es steht ein paar Minuten bei und kommt der Tränen und sagt, er wird aber nicht gleich an du bist zu schlupen, wenn du eine Kuh bist. Und in seiner Religion, die Kühe sind viel zu herrlich und er fällt sich zu gering, um diese Kuh in ein Haus zu sein. Okay, sagt er, dann kannst du Ben schlupen, kannst du eine Erd schlupen. Aber wenn es so Fall ist, dann wird der Rabbi rührt und sagt, hey, wird einen Stall schlupen. Und ein paar Minuten wieder kommt er und sagt, hey, wird lieber nicht einen Stall schlupen, wenn es ein Schwein bin. Und Schweine sind so Arren für die Juden, die wird das nicht merken, das sind eine Dame. Okay, dann kommt er in den Schlupen, dann wird der christliche Prediger an den Stall schlupen. Und ein paar Minuten wieder, dann rebachelte der und der braucht mir recht doll der. Und dann ist der Kuh und das Schwein bin. Keiner gleich christliche Prediger. Wenn ein paar Ursachen, ein ist, wenn ich anwollen, wird das wirklich sein, dann gleich nicht du, wer nicht. Und die gleichen christliche Prediger nicht willst, die sind so herrlich und Menschen fühlen sich gleich wert, zu sein, wo die sind. Nun, ich weiß, hier sich das in Spaß, und das ist probably eine Geschichte, die du abgemerkt hast. Aber sei mal auf einer Stelle warst, wo herrliche Menschen sind, wo du sehr herrlich sind, und dann sind eine Gruppe von Menschen, die sind nicht so herrlich. Sei mal erst, wo eine Church oder erst, wo in Religious Circles warst, wo eine Gruppe von Männern so wichtig sind und so herrlich sind, dass die anderen Menschen, die fallen sich, dass die können nicht mal ankicken, die können nicht immer die taub sein. Sei mal erst, wo ihr warst. Ja. Ich will Ihnen sagen, ich bin dankbar. Ich bin sehr, sehr dankbar für Lebenskirche und für die Gruppe, wo wir sind. Weil wir brauchen nicht uns in das Mal in die Kirche kommen und uns anders abstellen, als wer wir sind. Wir wissen aber nur, dass wir brauchen, welche Hand kommen und bei der Kirche ein Leben leben, wenn wir zwischen anderen Leben leben. Ich freue mich, dass ich als Pastor in die Kirche kommen und man kann taub sein und man kann taub spusen. Und wenn je unsere Kinder oder meine Früh waren gute Frauen, wo ich mich Tüß abstelle, ich wünschte, die würden nicht das sein, wenn ich sage, da, Dinge, was ich nicht soll tun. Ich wünschte, wir würden da und da aber kommen, wo wir nicht so ein Bild kriegen von, dass wir sind eine Gruppe von heiligen Menschen, sehr heilige Menschen, und eine Gruppe von sehr dummen Menschen, zu wem wir wollen alle Sinn gut verteilen. Ich will da und da haben, wir wollen dahin kommen, wo wir sein, wir sind verbrechende Menschen, alle von uns. Und wir kommen hier taub, um uns Mut merken, wir kommen hier taub, um lehren, wir kommen hier taub, um Gott anbeten. Aber wir sind eine Gruppe von Menschen, die zu verbrechen sind, und über uns selbst haben wir nichts. Nun, ich will eine Geschichte von der Smart zu lesen, aber eigentlich die Geschichte will man lesen, dann will ich eine Frau fragen. Es ist mir persönlich, aber ich wünsche, die würden vom Herzen dieser Frau selbst fragen. Wohnt ist die ganz wichtigste Person hier von dir, in dieser Stube? Oder wohnt ist die ganz dummste Person hier? Und du, nur wo die was anwiesen, ich wollte die Frau mit persönlichen Frauen, wohnt ist die ganz sinnlichste Person hier von dieser Stube? Und du, nur wo die was anwiesen, wird diese Botschaft für die challenging sein oder die wird eine gute Help für alle. Aber die Frau ist wichtig. Und die Ursache, warum ich die Frau ist, wenn ich will, die sollen verstehen, und wir wollen verstehen, was merken Menschen oder was bringt ein Mensch bei dir, dass jemand immer so anfängt zu denken, dass ich bin wichtig als andere Menschen. Was bringt die bei dir, dass jemand immer anfängt so zu denken, dass du bist wichtiger als andere Menschen? Was passiert an uns Hort, dass wir bei dir kommen
dass wir glauben, dass andere Menschen sind nicht so viel wert als wir. Andere Kirchen sind nicht so viel wert als wir. Andere Familien sind nicht so viel. Was merkt die denken, dass du bist wichtiger als eine andere Person? Was merkt uns denken, dass wir sind wichtiger als andere Gruppen? Und die Frauen, viel mehr Frauen, waren beantwortet in diesen Text, was wir dann lesen von dir. Und ich würde gleich noch die in die Bibel nehmen. Wir wollen in Lukas Kapitel 7 sein für die nächste Zeit hier, diesen ganzen Smarts. Ich wollte hier nicht nachdenken, ich würde gleich noch die in die Bibel nehmen. In Lukas Kapitel 7, da habe ich diese Geschichte. Lukas 7, Vers 38. Seid ihr? Lukas 7, Vers 38 sagt es dort. Dann laut einer von den Pharisäern arm, in der Arm dort meint Jesus. Dann laut einer von den Pharisäern an mit Amtop und Toeten. Und heu ging bei dem Pharisäer am Hüsnen und sah sich das. Nu, das ist halt Geschichten, ich wünsche, du wirst horchen, wenn die wirst du nicht alle in alle Kapitel finden in der Bibel. Wenn die passieren nicht alle Tag hier auf dieser steht. Das ist eine sehr besondere Geschichte. Weil es dort sagt, Jesus, der wird von dem Pharisäer angeladen, am Hüsnen zu kommen, zum Eten, und Jesus kommt dann an die du eten. Wir finden diese Geschichte nicht sehr fertig, weil es dort wir meist einmal die Dame-Menschen, was mit Jesus tut und der Städten eten. Wenn die Evangeliumbücher lesen, dann wollen ihr an, dort sind die Sünder, dort sind die Taxkollektor, dort sind die, die von der ganzen Gemeinde draufgestampelt und sie gestartet sind, die Dame-Menschen, wo du mit Jesus tut, welch und der Städten eten. Jesus tut auch welch mit den Städten eten. Dort sind kriegt diese Pharisäer, die religiöse Lehrer, wohnen nicht well mit Jesus tut und der Städten eten. Dort sind meist einmal die, wenn die Geschichten lesen, die sind an den Taxkollektor, die mit Jesus am Dash. In die Pharisäer in Schriftgelehrten, die religiöse Lehrer, die stehen über sie oder bieten in die Grünsten, was Jesus tut und was die Sünder tun. Moiki? In die Ursache, warum die religiöse Lehrer so tun, ist, weil die glauben, die sind so viel wichtiger als alle anderen Menschen, die haben sich die Lehrer so zu sein, als Vorrecht gebüten im Himmel. Diese Pharisäer waren so eine Sorte von Menschen, die dachten, dass wir gleich mählich, dass andere Menschen können so fern sein als sie. Okay? Man reicht die guten Menschen, die wären lang nicht so fern als die Pharisäer. Okay? In der Glauben einmal war, dass sie hatten sich dort verdient zu sein. Die Pharisäer wären so eine Menschen, sie dachten, die wären eine reiche Stamm geboren, die wären eine reiche Familie geboren, die wären eine reiche Volk geboren, die glauben, dass wir in Abraham seine Kinder, dass wir all diese Art von Dingen, aber dann hat er nach einem Amt gekriegt, um diese Pharisäer seine Schriftgelehrten sein. Und so die wären auf einem Shelf, wo die dachten, kein anderer Mensch kann hinkommen. Sehr welche Menschen. Und wenn du Sünder wären mit der Taub, die können gleich mit der Sünder taub sein willst, dann wären viel zu einer Dame, wir sind viel zu einer Ferne. Okay? Und du würden nicht mit der Sünder taub und das setzen, aber in dieser Geschichte, du sagst, dass die Pharisäer, die lud Jesus an, das zu kommen, du mit am Taub zu setzen. Und hier ist ein interessantes Ding, was ich auch sagen möchte von dieser Geschichte. Das sagt Jesus, das das zu setzen. Und das Wort, was du gebraucht wird zum Setzen, ist nicht so, als wenn jeder auf eine Steiler setzen. Die Juden, die hatten zwei Wege von Ramdash setzen, in der Kulturen. Wenn wir das nicht verstehen von der Geschichte, dann wird es eher ein gleich sein merken. Du wären zwei Sorten von Ramdash setzen. Entweder mit Steiler, so wie das gewandt sind, und einen hohen Dash setzen. Aber die wir ein Weg von Ramdash setzen, wie die Juden, in das Wort, was die fingen, das sagt Jesus, das Ramdash setzen, ist das Wort von Reclining, der half setzen und half liegen. Das ist das Wort, was gebraucht wird. Und dort meinte wir ab einem Meeting, ein kleiner Dash, sei ein leerer Dash, wo die ganze Herd Männer wurden Rahmen Dash legen. Mit einem Arm wurden sie sich absterben, mit anderen Arm wurden eten, wir da zu eten, da zu trinken. Und so dass wir, jetzt wichtig, ihr verstehen, du hast eine Stufe, du hast ein großer Dash in der Mitte, wo du sehr leer ist, und du hast eine ganze Herd Männer, wo ihre Kap nur den Dash gedreht haben, und ihre Feiten in der Wand gedreht haben. Das ist die Art von Meetings, was du hast. Und dort wären gewöhnlich so eine Meetings, wo Menschen taub kamen, bloß zum, die würden sich ein Lehrer anladen, wo die kommen, du wirst verlieren, und sie würden Sachen in mehr Informationen, in mehr welche Dinge lernen. Okay? Das ist, was von einem Meeting hier so wäre. Nu, die tun du eten, die tun du trinken, und das entweder werde du lernen,
Und das abfallende Ding ist, die können alle vertrauen, die können alle mitteilen, die können alle fragen, aber der Punkt ist, dass zum Beispiel so ein Seminar, die wollen bloß mehr und mehr Klugheit lernen. Okay? Nu, dit zal je hier. Du kan niet frühes zijn. En de cultuur wird nicht erlaubt, dat ne früh du kunt port van dit zijn. Wenn dat wir für die gute Menschen, dat wir für die huge Menschen, dat wir für die sehr heilige Menschen und dat wir für Männer allein. Okay? Du kannst irgendwann ankommen, manchmal, wenn du nicht eingeladen wird, aber wer immer du nennen kannst, wer du nicht eingeladen wird zu diesem Meeting, der musst du ohne Wohnstunden, Rahmen dieser Männer, die so klug sind und so fern sind, und die können ohne Wohnstunden in horchen, was die vertellen, aber die können sein, die können Frauen. Dein Meeting wird für diese Menschen, was du mit den Lehrern würden haben und spazieren. Kommen ihr mit? So, das was hier passiert. Und dann sagt er in Vers 37, und ich sage, du in Lukas 7 nach Hegel, und Vers 37 sagt er, das ist das. Und er steht wie eine Früh, was in Sünden lebt, sagt dort. Was sei dort Antwort, dass Jesus bei den Pharisäern im Haus und das saß, oder reclined wir, brach sei ein Glas voll Diere Salböl. Nie diese Geschichte habe ich vielleicht gelesen, vielleicht habe ich nicht. Ich wünsche, die würden lesen und hören, was die Geschichte actually sagt. Dort sage ich, an der Stadt, wo Jesus nicht mit diesen Pharisäern und das sagt, du wie eine Früh, und wenn ihr dort merken, was das sagt, diese Früh wie eine andere Früh als die Pharisäer. Nummer 1 ist das wie eine Früh, Nummer 2 ist das eine sehr Dame Früh. Das ist so, was du ein Label hast von der Dame Früh von einem Dorf, der Dame Früh von der Kolonie. Die Bibel sagt uns gleich sehr klar, was die Früh tun hat, oder ein Wort von der Sinn, dass sie früh leben deit, aber der merkt das sehr klar, dass wie eine sinnliche Früh, was du ein Sinn leben deit. Okay? Nu, some von den Details, was wir Luther lesen in der Geschichte, sagen uns, dass die Früh wie gottmäßig eine Prostitut, okay? Das sage ich nicht, kann der wird, aber das kommt durch. Nu, diese Art von Menschen sind sehr dumm angesehen, besonders bei der religiösen Lehre. Und eine von den Ursachen dafür ist, dass die Juden hatten ein Gesetz, wo, wenn du es für sich sexually versündigt hast, die können nicht mit anderen Menschen taub sein oder die anscheren, weil diese Person würde an alle Menschen die Feiling oder andere merken. Okay? Man reicht mit dem Finger anscheren, wo du anrennen wollen, und so bist du auch ein von den Sündern, du bist auch ein von den dummen Menschen, wo du anrennen ist. Ja? So, hier ist die Geschichte. Jesus mit den sehr super heiligen Mann an sein Haus, alles ferne Menschen, und ich habe eine Früh an, wo du in Sünden lebst, in je weit in der Geschichte, right? Dat sagt, dass früh kommt du an das Haus und war das sind so weit verschieden, als du kannst zwei verschiedene Sorten von Menschen schieben. Die sehr ferne und die sehr böse. Okay? So, nun hast du zwei Gruppen von Menschen im Haus, aber da wenigstens zwei verschiedene Sorten von Menschen und die können sich nicht verdrehen. Aber Jesus, gleich Jesus in die Geschichten, der gleich sonst der skandalös, der gleich so eine Art von Dingen, wo diese Menschen sich begehen. Ich doch nicht. Weil ich nochmal so sagen, und ich sage, das sind sehr wichtige, heilige Menschen und sehr sinnliche Menschen, die kosten den Elefant in eine Stufe sperren. Nicht? Das ist unmöglich, so dass du das. Einer fällt sich nicht wird, den anderen an ihr unterkicken, wenn der andere so fan, der andere fällt sich, so dass das viel zu fan, um diese Menschen begreifen. Und so Jesus, das hier mit in diesem Environment nu ben. Und was da abfallen ist, das sagt es dit. Die vertelt von der Früh in Vers 38, sie hingen Arme, und man hing Jesus stehen. Und wenn ihr nach einmal das Bild verstanden habt, dus der Stash, der liegende alle Rahmen, der in der Feit in der Wand gedreht, das sagt, sie hingen am stehen und hielt und fang an mit ihrer Thron, fang an mit der Thron die Feit zu waschen, in 3 Tagen mit ihrer Haar, sie küsst am die Feit und geht am der Öl drüber. Nu, das ist sehr awkward, das ist sehr unmöglich, was du anjetzt. Okay? Stell dir vor, das ist ein großes Meeting, wo das alle feine Männer sind. Nu ist du eine Früh angekommen, wo du nicht wo han sollst sein, wenn es eine Dame früh. Und jetzt hing Jesus stehen und die fangen an zu rohren. Und das griechische Wort, was gebraucht wird für healen, für rohren, ist nicht bloß das stille Rohren, was passiert. Das ist das Wort von Lüd sein und unmöglich sein. Und die kann
Weide durch Ben holen, der roht und roht und roht, und das lüd. Okay? Und dann sagt er, dass Jesus die Feit mit seinen Thron waschen, und zum Beispiel, wenn der Feit waschen mit Thron, dann braucht er noch viel Thron. So, der wascht die Feit, dann lässt er Haar auf und fängt an zu drehen, und das ist ein Zeichen in der Zeit von ein Prostitut. So, die lässt er Haar auf, drehen die Feit, und dann hat er die Alte überjeiten, was der Gott mehrlich hat gemerkt mit ihrer Arbeit, was er dann hat. Amaglich. Amaglich. Awkward, das hat niemals so passieren, right? Nu, kan ik jullie een vrouw vragen? Wer wäre der dummste Mensch in der Stube? Wer wäre der dummste Mensch in der Stube? Wer wäre der beste Mensch in der Stube? Wir wissen die Antwort, right? Wir wissen bald, wer der beste Mensch, wie wir in Jesus wieder. Aber das ist nur ein Elefant in den Stube, und das Pharisäer, ich kann ihn bloß feststellen, wenn ich nicht kann mit den Sender setzen, das ist so amaglich. Und dort sagt du ein Vers 39 so steht. Hast du eine Bibel da? Dort sagt ein Vers 39 so steht. Als der Pharisäer, und das ist der religiöse Lehrer, als der Pharisäer, der am Angelot hat, das sagt, sehr er zu sich selbst. So darf in einem Meeting mit sich selbst. Kannst du den awkward silence feststellen? Und das ist das Meeting, was der Pharisäer mit sich selbst hat. Was in der Welt geht hier an? Und er wies nur Jesus, dann sagt er, wenn Jesus weiß, wer die Dame früh war, wenn Jesus ein Prophet war, dann würde er weiten, wovon eine Dame früh das erste was er getan hat. So der Pharisäer merkt sich bloß klar in seinem Kopf, dass die Ursache, warum Jesus mit dieser Dame früh taub ist, weil sie kannte nicht. Jesus hat keine gedeutet, dass so eine Dame früh ist. Und was die Pharisäer, die sich denken, dass wenn Menschen dumm sind, wenn Menschen sündig sind, wenn Menschen gesündig haben, dann würden viele Menschen die nicht sagen gleichen. Und ich will hier sagen, das hier. Die Mentality, die weich von denken, was religiöse Menschen haben, ist dort, wenn wir so gut sind, als wir sind, und du musst immer werden, unsere deren Camp wäre nicht so gut ist, dann würden wir nicht sagen gleichen. Wenn wir dort wissen, wovon eine Dame Menschen würden in diese Kirche ankommen, wenn die dort bloß wissen, wovon eine Dame dort wären, dann würden die dort gleich anladen. Dort ist nach immer so dort gewesen in religiösen Circles. Religiöse Menschen denken, die sind so gut, dort, wenn du Sünder ankommst, in der du Freiheit haben zu sein, die wollen unbedingt nicht wissen, wo dumm die sind. Because gute Menschen sind nicht mit dummen Menschen taub. Feine Menschen sollen nicht mit dummen Menschen taub sein. Okay? Und so, dort was nach einmal passiert ist. Und ich will hier sagen, das merken, because ganz von Anfang an, als der Mensch sich Sinn gewählt hat und Sinn gedeutet, von dem Tag an hat Gott geschafft, zum Krieg das jeder dann. Der schickt ihn sehen, dass wir was können, die sinnlichen Menschen was können, mit der heiligen Mensch taub sein. Gott hat nach einmal geschafft, dass die dummen Menschen sollen was mit Gott taub sein. Die Unheiligen mit den Heiligen. Das ist sein ganzes Ziel nach einmal gewesen. Von den ersten Tag an, in 1. Mose Kapitel 3, den sie nicht gedeiht wird, dass er wird auf diese Welt abkommen und er wird mit dem Sinn handeln, sodass wir wieder capable werden oder fähig werden, mit Gott taub zu sein. Aber das religiöse Lehrer glaubt, no. Und das wird Religion, und ich will nicht so das horchen, because das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied von Religion nur Jesus. Religion will haben, die so denken, dass wenn du dumm bist, dann wird Jesus dich nicht annehmen. Wenn du dumm bist, dann sollst du nicht von deinen Problemen vertellen, wenn ich gucke, was die uns sieht, steiten. Wenn du dumm genug bist und du hast damit genug die Dinge getan, dann hol das du bloß spannend, das wird nicht sein, because keiner wird die gleichen. Das ist eine Lehre von Zutun. Hör her, Zutun will haben, die sonst deine Probleme nicht merken. Zutun will haben, die sonst die Hort nicht aufmerken. Zutun will nicht haben, die sonst sein, wer du bist, because dann wird der Twinche zurückkommen, dann wollen die mit einmal nicht gleichen. Aber Jesus, wir kriegen 100% das Gegenteil. Nach einmal was, der ist von der, das Zutun in Religion wird damit schaffen, dass die dummen Menschen nicht sollen, mit den feinen Menschen taub sein. Und so, das Pharisäer, der glaubt, okay, wenn Jesus das weiß, was das für eine Dame früh war, dann würde er nicht mehr taub sein. Weil das Problem wird euch dort, wo mag ich das sein? Das Problem wird euch, dass Jesus nicht die früh kann. Das Problem wird, dass Jesus kann die früh zu Gott. Das Problem wird, dass Jesus kann die früh besser, als er sich selbst kann. Jesus weiß viel besser, was er früh getan hat, als er früh selbst weiß.
Das Problem wird das gleiche wie danach. Dort wird das Problem. Und dort hat noch keinmal geändert. Jesus, der kämpft für diese Art von Menschen. Und wenn wir dort jetzt mal einmal zu holen kriegen, war die Ursache, warum das Pharisäer und religiöse Menschen nicht will haben, wie sollen mit dummen Menschen taub kommen, ist, because die glauben, dann wo wir schwinsch waren, dann wo wir dumm waren, dann wo wir leer kommen. Okay? Religion hat das nachher mal so gehört. Religion, die kickt nicht, was wir verbieten sind, und Jesus kickt nicht, was wir in Hort haben. Religion, die kickt vielmal nach unsere Kleider. Und das wird Religion immer der, right? Wat van de kleider die anhaben, und ich stelle mich vor, das wird das Monday. Ne, wat van de kleider die sie früh anhaben, oder was die nicht anhaben, und was die heute soll anhaben. So Religion ist besorgt um die Kleider, was wir anhaben. Jesus ist besorgt nur, was hinter die Kleider ist. Nur die Person, was Gott in sein Ebenbild gemerkt hat. Religion ist noch einmal besorgt gewesen, das hat noch keinmal geändert, wenn Dinge ihr Büter den Bach sind, wenn Dinge ihr stupid luten, wenn ich weiß, was du sagst, ut ist, right? Das ist früh das, was du nicht hat soll passieren. Ich meine, wer der Welt, wo ein fremden Mann gehen mit der Thron der Feit waschen, als eine Prostitute mit der Haar, das wir Büter der Norm, was wir. Aber Religion, die ist besorgt, was stupid das ist, was Menschen tun. Jesus, der ist besorgt, und woran der das tun. Und Jesus wird besorgt, woran die früh das tut, because Jesus wusste, die früh wie wir tun, und Jesus wusste, die früh, die hat ein Hort. Religion sieht vielleicht die Thron, was wir haben, aber Jesus sieht die vorbei, und der sieht die Weide an das Hort. Religion, der Fokus on Sinn. Jesus, der Fokus on wo die Sinn du weicht hat ihm, dass Menschen sich kenntern, mit der Helge eine Gemeinschaft haben. Religion, die konzentriert on Distanz. Jesus konzentriert on Licht, wenn er gekommen ist, das Licht für diese Welt. Ich will jetzt all die alle hier, wenn ihr nicht anders wollen, denke ich, Menschen, die würden das nicht verirren. Jesus kämpft nicht für die guten Menschen. Jesus kämpft nicht für die guten Menschen. Und die Ursache, warum ich das weiß, ist, weil es gibt keine guten Menschen. Nicht, dass es sehr viele Menschen, die sich durch sehr Fan feilen, und sehr viele Menschen, die sich durch sehr dumm feilen. Viele Menschen, die sich so feilen, dass die haben nicht auch getan, und viele Menschen, die sich nicht motiviert feilen, dass die hier sind. Aber Jesus kämpft nicht für gute Menschen, Jesus kämpft für die kranken Menschen. Wenn wir für die guten Menschen gekommen sind, wo die in den Himmel geblieben sind, hier wären keine. Du und ich sind nicht, wenn es nicht erst wen, was Jesus an sie hat. Du und ich haben nicht, wenn es nicht erst wen, was Jesus an sie hat. Und so, je eher wir dort annehmen, in begreifen dann, je besser wird Leben mit einmal schaffen. Nu, die Geschichte, die wir hier lesen, sei abwollen, because bei diesem Punkt, als die früh durch, dass Jesus die Feit waschen, und das Pharisäer, die hockt durch, und die weiß nicht, wo die haben will mit all das. Und Jesus dreht sich, nur wenn das passiert ist, dreht er sich nicht in Vers 40, der dreht sich nicht in religiösen Lehrer und sagt, und sie nur Simon, und sagt Simon, ich will Ihnen eine Geschichte vertellen. Lest das nur. Und er hört sich so, Simon, der soll sein hier ran. Sei du mal was, because it's awkward, und die früh erst tun, das amaklich, und das Lüd, und die wollen hier ausarten lernen. Und so Jesus sagt zu Simon, ich will dir eine Geschichte vertellen, den religiösen Lehrer. Und das, was ich sage, gleich einmal war von Jesus, dass er steht so früh, du beschämen, und so alle Menschen, die Leiden treten, dann vertellt er zu Simon den heiligen Mann, und sagt er, ich will dir eine Geschichte vertellen. Und die Geschichte, die er vertellt, ist ganz klar. Er sagt, die werden einmal 2 Männer, und die werden, und ich werde ein bisschen paraphrasing, wie ich kann nicht lesen, was er actually sagt. Er sagt, die werden 2 Männer, die werden beide Geld schuldig zu einer Bank. Okay? Der sagt, das ist ein Mann, die werden einen Mann Geld schuldig. So der eine wird 50 schuldig, der eine wird 500 schuldig. Und das verteilt Jesus zu den religiösen Lehrern. Einer wird 50 schuldig und einer wird 500 schuldig. Aber die Horden, und das ist wichtig in den Text, das sagt ganz klar, nicht einer von den beiden hat zum Betulen. Die Horden nicht zum Betulen. Keiner von denen. Nicht die 50 und nicht die 500. Und dann sagt dass die Bankmann, die strickt die alle beiden Schuld, 100%. Das sind die 2 Nullen, und da steht eine 50 und eine 500. So der hat die Geld gestrickt. Und dann fragt Jesus diesen Jungen, so von den 2 Jungs, was sind ihre Schuld gestrickt ist, wann gleich wie gleich den Bankmann $1. Und der Simon, das religiöse Lehrer, der will so klug sein, und der will angesehen sein,
die Denkenstudien und sagt, well, ich glaube, dass der wird 500 schuldig wird. Der wird auf nächste vergeben, der wird den Bank monatals leben. Und dann sagt Jesus zu denen, du bist reich. Kannst du dir vorstellen, wo du sperrt? Dass die ganze Gruppe klappt und sagt, das Junge hat eine Weise an, wo die hilft. Und Jesus sagt, ob die es gut tun. Was der religiöse Lehrer nicht weiß, ist, dass Jesus wie eine Hänger, den sie in die Hütte hängen. Und er gleicht das, because der sich du selbst in Trouble merken. Und dann sagt Jesus zu denen, du bist reich. Der Jahr wird du 500 schuldig werden, und so gestrickt, der wird in Banken und aller Leben, und der wird du 50 schuldig werden, und gestrickt ist, because das von viel mehr vergift. Ich will ihn nicht horchen. Jesus sagt, dann futzt den Bankmann und sagt, zu diesen religiösen Lehrern, sagt er, das ist der Unterschied. Die Ursache, warum diese früh so eine große Liebe hat für Jesus, für mich, ist, because das viel vergift. Die Ursache, warum du mich nicht gleichst, ist, because du gleichst dich so wenig vergift. Und das ist der Punkt. Und weil Jesus erklärt hat, du ganz klar, der sagt, diese früh, der sagt zu den Mann, du hast mich nicht, Wunder gegeben mit Feitwaschen, die hast mir nicht in Kost gegeben, so in der Zeit wie, die hast mir nicht Eilappen gehabt gegeben. Das sind 3 Dinge, was zu der Zeit in der Kultur passiert, zum ersten wem sei ehren. Wenn du Hospitality was und du wirst wem wichtig in den Hüsten nehmen, wenn du wirst, du hast eine sehr feine Person in den Hüsten nehmen, was sehr wichtig ist, dann wirst du den Salz der Feitwaschen. Wenn das nicht ganz eine feine Person wird, dann wirst du wenigstens den Wunder geben, damit er kein Salz der Feitwaschen. Aber der sagt zu den religiösen Lehrern, und ich will jetzt horchen, der Gott von dem Universum ist nicht in den Hüsten angekommen. Jesus selbst, der Messias, was wir für 1000 Jahre gelehrt oder 1000 Jahre gelehrt haben, der ist in den Pharisäern in den Hüsten angekommen. Gott, der König von Königs. Der sagt, du hast mich nicht Feit gewaschen, du hast mich nicht in Kost gegeben, du hast mich nicht Eilappen gehabt, die Guten, das ist der König. Und der sagt, das ist früh und an der Hand, der hat alle 3 Dinge getan von dem Moment, dass der hineinkommt. Und Jesus sagt, das ist, warum der das tut, because das viel vergift. Und ich will nicht sagen, morgen, because glaube ich, wie der früh mehr vergift aus den Pharisäern? Nur wenig. Das Problem ist immer war, dass, wenn wir anerkennen, wie viel uns vergift ist. Die Pharisäer, wir gehen besser Menschen aus der Früh, wir. Die Menschen, die du schlecht leiden von der, die haben gleich mehr getan, als was du hast. Die Wirklichkeit ist, dass unsere Sinne sind. Religion gleich Sinn zu categorizing sein. Einer ist Stamm, einer ist Fan und einer ist nicht ganz so Fan. Aber Jesus, dort braucht rein alle Sinn zu vergeben, dort braucht ihm Blut. Der wird 50 schuldig wird, der wird 500 schuldig wird, dort braucht alle einmal Jesus ihm Blut zu tun. Nu, Jesus sagt, wer du viel vergibt, der wird viel leben. Wer du wenig vergibt, der wird wenig leben. Und der Punkt ist, dass some von uns haben so wenig Sinn, dass du wenig vergift brauchst. Some von uns, wir glauben, wir sind so schändlich, dass du brauchst wenig vergift. Und je weniger wir recognizen, dass uns vergift braucht, je weniger wird unser Leben zu Gott und zu anderen Menschen sein. Kann ich einen Test geben? Und ich wünsche, ich würde Ihnen selbst das fragen. Weißt du, warum gewisse Menschen, die leben Gott und die leben andere Menschen, kriegen down, was passiert? Hast du mal so sagen, gewisse Menschen, die haben bloß eine Leben, die ewig hält und die sind Fan zu Menschen. Und gewisse Menschen, die bloß immer judgen und immer grünzen und immer alle Sorten sein von Gott und von anderen Menschen. Weißt du, warum? Der Unterschied liegt an, wenn wir anerkennen, wie viel wir von vergift sind. Und hier ist die Wahrheit. Der Regel von Leben ist, dass wenn die 2 Visa-Shots von deinem Leben, von ein Partien, wenn man sagen, das ist hier eine Liste von ein Partien, wie viel die in deinem Leben vergift ist. Und an der anderen Seite hast du einen Zahn oder einen Indicator, wo du sagst, wie viel du leben ist im Leben. Du kannst zweimal diese Switch bei den Vieh haben und diese Switch bei den Tieren haben. Und was ich damit meine ist das, wenn du nicht mehr feier vergift bist, so wenig als dort, und du wirst aber nähen leben, das ist allmählich. Du kannst nicht mehr leben, zu Gott oder zu anderen Menschen, als was du glaubst, du vergift bist. It's impossible. Wenn du wirst leben, Gott treu leben und andere Menschen leben, das Jesus sagt, dann wirst du den Visa mit den Leuten abgeben und sagen, du bist viel vergift. Wenn du wirst nähen leben, dann wirst du jemanden anerkennen, dass du bist nähen vergift. Wenn du wirst in Tieren leben, dann wirst du jemanden anerkennen, dass du bist in Tieren vergift und das meint, du bist viel vergift. Nu, ich weiß jetzt noch einmal eine Geschichte. Und ich will Ihnen bloß den letzten Part von der Geschichte wiesen, weil das, was du
das, was du so bitte, ich meine, nicht wichtig ist. Aus der Schaffen steht jemand, das ist ein Pharisäer, gespeziert und denen gesagt, was die soll tun, und wo das steht, und woran das so früh das, was die und die wisst und hört. Dann dreht sich nach dem Pharisäer, oder, sorry, nicht der Früh, von dem Pharisäer fuhrt nach der Früh, in Vers 48, dann sagt Jesus, du bist der, sorry. Vers 48 sagt, und Jesus sagt zu ihr, okay, nu hat dem Pharisäer die Geschichte vertellt, sei er amaglich für den Pharisäer. Und dreht sich nach der Früh, und dann sagt er, und Jesus sagt zu ihr, die sind deine Sünden vergift. Die sind deine Sünden vergift. Nu, die Früh will ich hören, because er fällt sich so sehr, welche wird vergift zu sein. Wer das nicht will hören, ist der Pharisäer, wenn er zum religiösen Lehrer. Kann ich was sein? Das ist ein von den Dingen, was Religion nicht verdrehen kann. Wenn Jesus bloß mal immer hostig sagt, die sind deine Sünden vergift, das ist so amaglich in religiösen Circles, because in Religion mit Menschen erst was tun. You have to, wo mag ich das sagen? Du musst erst mal performing, du musst erst mal Dinge tun, die kannst fan genug sein, zum Port sein von das. Dort, wo man so viel stehen, wenn du was Port sein von der Gruppe und du wirst du sein, dann musst du erst ditten, tun, zum proven, dass du Gott genug best kannst, die Port sein von dort. Jesus sagte dir früh, die sind deine Sünden vergift. Weil vielleicht hat Jesus das bloß verjährt in die Hand geschrieben, dass der ist mal lang dort, right? Wie weit denn euch, was du für dem onion? Jesus sagt bloß, man hast dich, die sind deine Sünden vergift. Religion gleicht das nicht, because in Religion macht wie ich all diese Dinge tun, aber wie kann vergift sein. Aber weißt du, was gleich von der Geschichte? Die Menschen, die da waren die Frau und sich, was die Welt läuft, Jesus sich gesehen hat, bloß, es dort keinen Sinn für je, wenn ich nicht mal ihre Sinn bekannt habe, wenn ich nicht mal habe, sorry, aber das sagt bloß, die sind deine Sünden vergift. Religion kann nicht verdrehen. Aber weißt du, was die Gott nur ist? Jesus braucht euch Religion ihr Approval, um die sein, wer du bist. Wenn Jesus sagt, ich will nicht sterben für die, oder ich kann nicht sterben für die, das ist genug für uns. Du brauchst euch den Prediger oder Lebenskirch Pastor zu dir sein, wer du bist oder nicht. Wenn du Jesus hast und der sagt dir, dass ich ihm Wort, wer du bist, das ist wer du bist. Religion braucht die euch fair sein. Jesus braucht euch den Approval von Menschen, die du glauben, die sind so herrlich, um die sein, wer du bist. Und so, der sagt, die sind deine Sünden vergift. In das letzte Piece von dem Puzzle ist bloß, der sagt, das ist durch den Glauben. Mag ihr das? Der sagt, den Glauben hat dir Rat. Das ist nicht wen, was du getan hast, das ist nicht wen, was andere Menschen, das ist nicht wen, wo wenig, dass du 500 oder 50 schuldig bist. Der sagt bloß, den Glauben. Das ist alles. Den Glauben hat dir Rat. Und das ist eine wunderbare Geschichte. Und dann sagt er dir früh so, guten Frieden. Nu wou das Meeting zum Ende, ich würde hier gleich zu sein, was die Pharisäer von du wieder deuten. Aber die Früh, die kann in Frieden gehen. Und das ist probably das beste Ding, was ich jemals gehört habe. Die Ursache, wo dann eine Prostitut wie wir Gott mählich, wenn du heute noch kommen, wer was Feines getan, für das die clean wie im Reich. Menschen tun, was die tun willst, irgendwo ist, was die geworden. Und so Jesus, der verjäfte, der sprach die frei und der kann gehen. Nu, ich würde gleich nach dem Worship-Team abkommen, aber ohne dass du distracted bist oder ohne dass du an dort denkst, weil die haben dieses eine Frau, die selbst beantworten. Und ich will weiter zu der Frage kommen. Wer ist die dummste Person hier in diesem Stuhl von dir? Und du nur, wo die was anwiesen, du nur, was du leben, wenn du andere Menschen begegnest. Und was ich damit meine ist, wenn du glaubst, Jana sind die dummste, dort sagt er dir, dass du bist über dem ein Rechter geworden, über andere Menschen ihre Leben, und es steht bloß kicken, was in dein Leben angeht, und wo dankbar du bist, dass du bist vergift. Und es steht dort, wie eine andere Menschen kicken, wir werden uns selbst kicken. Und weißt du, was ich will angesehen machen, ist, dass unser Leben ist nicht nur groß, als was wir unsere Sünden immer waren bekannt. Das ist nicht, was ich probiere sein. Aber unser Leben ist nur groß zu Gott und zu anderen Menschen, nur als was wir unertan, dass Gott hat unsere Sünden vergift. Und ich würde gleichen, dass du, wenn du eins wem nicht sei, gleich sehen, das ist du, das zu verstehen. Aber von der, wo ich du von verjährten, was Jana getan hat, ich würde gleichen, dass du wirst für die nächsten paar Minuten bloß mal denken an, wer du bist, was du von verjährt bist, was Gott sich nicht genug zu dir getan hat persönlich. Und wenn du wirst eine Person sein, was du mehr leben will,
Gott und andere Menschen, das ist actually, wo die kannst anfangen. Die kannst anfangen mit dein Leben kicken und sagen, hey, was hat Gott für mich getan? Wofür hat er mich vergeben? Und keiner von uns wir dort wird zu vergeben oder hat es verdient, vergeben zu sein, aber Jesus steht dort. Und ich würde gleich noch die abstehen. Und mit dort den Gedanken, würde ich gleich noch die das verstehen. Als Jesus an Kreuz war, und du bist den Fout von dem Kreuz, du bist der ganz beste Equalizer, was es gibt. Und was ich damit meine, ist, du wurden Dinge mit einem Trag gestellt. Wenn es sehr dumme Menschen sind, oder sehr feine Menschen sind, wenn wir ein Fout von dem Kreuz sind, du mit einmal, es ist nicht, was wir getan haben, was wir nicht getan haben, du hast Jesus im Blut, was all von uns Glück trägt. Und von der, wenn wir beten oder singen, dann würde ich gleich noch die feststellen, dass du bist an der Kreuz und die sitzt, was Jesus für dich getan hat. Und wofür er vergeben hat, und was er alles vergeben hat. Und wenn du von der Schmerz bist und du hast noch keinmal Jesus in der Vergebung angenommen, ich wünsche dir, du von der tun. Weil Jesus will vergeben. Ich danke dir, Jesus, für jemand uns von dir sein. Ich danke dir für, dass wir hier eine große Gruppe von verschiedenen Menschen sind, wo du keiner besser ist als der andere. Du hast keiner mehr wert als der andere, wenn es in unseren Augen noch fertig ist, das ist. Das ist nicht wen, was wir getan haben oder andere nicht getan haben, das ist wen, was du für uns getan hast, woran wir hier sind, wo wir sind. Und ich bete von der Schmerz, dass du uns wirst wiesen, dass du uns Herzen schreiben. Und dass du uns wirst sehr klar merken, dass ich nicht, wie ich sein will, was ich mir verdient oder getan habe. Ich sein, wie ich sein will, was du sagst, ich sein. Und wir werden die preisen, wir werden die ehren. Und kriegen dann, dass so sieht das Jahr früh. Einmal dann sehr wie still, einmal dann roh wie, einmal dann dans wie, einmal dann kriegen dann wahrscheinlich sich das sieht von der, weil wir die bloß ehren und preisen, weil es wird uns hart verjäten, weil wir sind dankbar für die viele Dinge, die wir von vergeben sind. Help uns zu sein und help uns dankbar zu für uns sprechen. In Jesus' Namen. Amen. Uns habt eine große Freude, die von der gewählt hast, mit uns zu horchen. Unsere Welt lebt von der Undienstnis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwen weißt, wem diese Botschaft Mut merken, dann würden wir gleich noch diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser je in best für Lebenszeug ist oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seier anladen, kann man es besiegen, und sie deren sind up für alle Menschen. Wie kommen hier alle Sonntagsmorgens Topklack nehmen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann habe ich gute Leben je Leute nach einer Botschaft, wo du praktisch ist, wo du dein Leben sehen und die Mut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg top kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir top zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die will schlecht Part zu sein von so einer Gruppe ist, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage lebenskirch.com. Uns hier erscheinen, dass wir können Part sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube kommt, dann würden wir gleich noch die subscribe, auf den Klinger drücken, so dort wirst du das anhören.